Grüß euch miteinander und herzlich willkommen bei der News-Sendung Panorama, moderiert aus Bern. Heute fragen wir uns, das sind doch alles Säufer und Tiermörder. Wir reden mit einer Jägerin über die Vorurteile. Und wir stellen uns eine wichtige Frage, wer hat eigentlich den grössten Kürbis? Sie bringt Bambi auf den Teller. Sabine Brechbühl aus dem Emmental. Schon als kleines Mädchen war sie sehr gerne in der Natur unterwegs und jetzt als Erwachsene geht sie auf die Jagd. Damit gehört sie zu den rund 5% Frauen in der Schweiz, die jagen. Meine Kollegin Tanina Häusli hat bei ihr vorbeigeschaut. Sabine Brechbühl, du bist Jägerin. Wieso? Mich fasziniert das draussen sein. Ich war schon immer gerne draussen. Ich war 10 Jahre lang in der Pfadi und in den Bergen unterwegs. Und das kann ich so verbinden. Es ist eine Faszination. Es ist die Tiere zu beobachten. Und ich sehe es als Geschenk an, dass ich jagen darf. Und ich bin auch jemand, der sehr gerne kocht. Und es gibt nicht besseres Fleisch als Wildbret, gibt es fast nicht. Also mehr Bio, mehr naturverbundenes Fleisch. Und das schätze ich natürlich auch sehr. Mein erstes Tier war ein Gemsbock, hoch oben in den Bergen. Und die Gemsjagd ist ganz etwas Besonderes. Dort ist schon das Herkommen ist eine Herausforderung. Man hat viel Ausrüstung dabei, weil man recht lang, zum Teil auch autonom in einem Gebiet ist. Und es ist auch nicht einfach, einen Gemsbock von einem weiblichen Tier zu unterscheiden. Und als ich dort das Tier gesehen, mich entschieden habe, dass es das ist, was ich gerne möchte erlegen möchte, dann habe ich mich hergepirscht. Und das war eine riesige Herausforderung, 29 Kilo von dort hoch oben wieder runterzutragen, nebst dem ganzen Rucksack. Ja. Es gibt verschiedene Vorurteile, wo die Jägerschaft sich damit auseinandersetzen muss, dass wir gerne Tiere töten, dass wir viel trinken. Das stimmt halt doch nicht. Also, wir haben immer eine grosse Dankbarkeit und eine Demut. Wie reagierst du, wenn eben so Vorurteile kommen? Mit Offenheit, mit Erklären, mit Geschichten aus dem Alltag, die ich das auch widerlegen kann, wo ich erklären kann, dass das nicht stimmt. Und da bekomme ich immer sehr viel Verständnis. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man mit den Leuten redet und offen ist. Wir haben eine super Ausbildung bekommen. Oder der Kanton Bern hat eine ganz gute Jagdausbildung, wo ihm sehr viel mitgegeben wird in der Theorie. In der Praxis ist man nachher auch mit der Gruppe unterwegs oder mit Freunden, die schon die Jagdberufung haben. Und dort lernt man auch sehr viel. Und das ist das theoretische Päckchen. Und am Schluss kommt es nachher auch noch auf das Bauchgefühl drauf an. Also, auf einem Beispiel, ich muss darauf schauen, dass ich einen Zielhang habe, dass ich niemand anders gefährde, dass es das richtige Tier ist, dass die Distanz stimmt, dass ich es ansprechen kann. Also, dass ich erkennen kann, ist es das richtige Tier. Aber unter dem Strich ist es dann immer ein Bauchgefühl, das der Auslöser vom Finger drückt. Ja. Wenn die Relis schnell sind, dann könnte ja Kürbisse jagen. Oder sie einfach züchten. So wie das der Matthias Leuenberger macht. Der Berner gehört zu den Besten, wenn es um grosse Kürbisse geht. Mein Kollege der Pablo Sulzer hat ihn auf seinem Hof zu Leimiswil besucht. Vor 7 Jahren habe ich dann wirklich im Internet gesehen, eben die grossen Kürbisse, und das hat mich wirklich gepackt. Und da habe ich dann durch den Winter einen Kürbiskern organisiert im Ausland. Und das dann wirklich geschafft, ein Jahr darauf, im Frühling, eben wirklich schon einen grossen Kürbis zu züchten. Eigentlich ohne irgendwelche Kenntnisse. Ich habe mir die selber probiert anzuzeigen, auch eigentlich kein Unfall gehabt, das mir auch geholfen hat. Aber es hat schon über 400 Kilo gegeben und das hat mich natürlich top motiviert. Die Meisterschaft war ein bisschen durchzogen. Ich habe wirklich eine persönliche Bestleistung gehabt bei meinem Atlantic Giant. Ich war sehr glücklich. Die Schweizer Meisterschaft selber sind die 2 vordersten Kürbisse etwa gleich gross gewesen. Die Hoffnung ist nicht geschwunden. Aber der andere war ein Squash und durch das bin ich dann Zweiter geworden. Aber es ist eine persönliche Bestleistung und von dem her super. Also der Weg war gleich gewesen, wie sonst eigentlich auch. Im Frühling früher anfangen. Und was ich geändert habe, ist mehr Luft geben.
dass einfach der Sauerstoff da ist und Kohlendioxid. Und von dem her, ich denke, das war der Schlüssel zum Erfolg von diesem Jahr. Also, ich habe ja hier meinen ersten grossen Kürbis geschafft und dachte, okay, ich habe gesehen, es gibt eine Schweizer Meisterschaft, mit dem gehe ich dorthin. Wunderbar, wir haben den gepackt, auf einen Wagen geladen und sind eben auf Zürich rausgefahren. Und dort war auch ein kleines Interview. Sie haben gefragt, woher ich komme. So, ja, von Leimiswil, das ist im Oberaargau-Region. Und auf der Rangliste ist dann gestanden, ja, AG, Aargau. Und das hat man natürlich irgendwie schon ein bisschen mögen. Ja, das gibt es doch nicht. Kennzige Berner auf dieser Rangliste schlussendlich. Und das war wirklich mein Ziel, dass hier mehr Berner her müssen, dass man Zürich West auch noch dazu bringt. Und unterdessen ist es wirklich so, dass wirklich hier aus der Region schon ein paar Züchter, gute Züchter dabei sind und sogar jetzt aus dem Welschland. Also wenn man dann trifft, ist das super. Also, das ist eine richtige Züchter-Community. Und klar ist dann, im Wettkampf hat man so ein bisschen Eifer, oder? Denkt, ja, welcher ist echt besser? Aber im Vorfeld tut man wirklich lang aushelfen oder wenn man etwas sieht, wo könnte man etwas verbessern, tut man das austauschen. Also wenn man sich das vornimmt, so einen grossen Kürbis zu züchten, muss man sicher sehr viel Zeit opfern. Und das bedeutet, du musst regelmässig ca. eine halbe Stunde investieren pro Tag. Nicht wahnsinnig viel Zeit pro Tag, aber einfach regelmässig. Die ersten Schritte wären sicher, ja, eine gute Genetik zu organisieren. Die AGs, Authentic Giant Kerne, die eigentlich auf dem Markt sind, die man organisieren kann, sind eigentlich alle Top-Genetik. Das Beste wäre, einen europäischen Züchterclub beizutreten. Da bekommt man im Frühling ein Züchterpaket, wo eigentlich sämtliche gute Kerne auch von Gemüse dabei sind. Oder von Schweizer Züchtern anfragen, ob man Kerne haben könnte. Wir schauen jetzt schon mal vor auf unsere Talksendung «Zusammen im Zentrum». Heute zu Gast haben wir Dieter Kägi, der Opernregisseur. Herzlich willkommen zu «Zusammen im Zentrum», das Tagformat von der Plattform J. Ich freue mich heute ganz besonders als Opernfreund auf den Dieter Kägi. Er ist Intendant vom Theaterorchester Biel-Solothurn und er ist seit dem 1. April 2020 ist er Präsident vom Schweizer Bühnenverband. Und jetzt wartet jetzt erst mal noch einen genauen Blick auf das Wetter in ein paar Sekunden. Und das beschäftigt aktuell ja sehr, vor allem in Florida wegen dem Hurricane Milton. Alles dazu findet ihr auf unserer Webseite plattformj.ch. Das war es für heute. John hat reingeschaut. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Ferien. Made in Bern. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihrem Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Schön sind Sie wieder mit dabei. Heute Nacht ist der Ex-Hurricane Kirk nördlich von uns vorbeigezogen und hat in der Schweiz teils stürmische Wind mit sich gebracht. Heute sind die Winde tagsüber aber schon wieder deutlich schwächer gewesen und dabei haben wir einen veränderlichen Tag gehabt mit Wolken, teils sonnigen Abschnitten und gelegentlichen Regengüssen. Morgen liegen wir dann am Südrand von einem Tiefdruckkomplex über dem skandinavischen Raum in einer Zone mit mäßigen westlichen bis nordwestlichen Höhenwind. Dabei wird vor allem in der ersten Tageshälfte noch feuchte Luft zu uns hergeführt. Der Luftdruck steigt aber an und es gibt eine leichte Stabilisierung. Am Morgen Vormittag haben wir im Oberland eine Mischung aus Sonne und Wolken mit vor allem am Morgen einem erhöhten Regenrisiko. Auch im Flachland sind lokale Regengüsse nicht ausgeschlossen, sonst ist es da morgen aber recht sonnig. Die Temperaturen liegen am Morgen bei 7 bis 9 Grad. Im Verlauf des Nachmittags gibt es dann auch im Oberland einen Übergang zu recht sonnigem Wetter. Die Temperaturen erreichen dabei Wert um 13 bis 15 Grad. Die 0-Grad-Grenze liegt auf rund 2200 Meter. Im Flachland ist es nur schwachwindig. Auf den Bergen haben wir leichten bis mäßigen Südwest- bis Westwind. Am Samstag kann sich am Vormittag zum Teil noch ein bisschen die Sonne zeigen, bevor dann immer dichtere Wolken dazukommen. Im Verlauf des Nachmittags wird es dann von Westen her auch teils nass. In der Nacht auf den Sonntag geht es auch zeitweise nass weiter. Am Sonntagvormittag brauchen wir zum Teil nochmal den Regenschutz. Es wird wieder milder mit rund 17 Grad. Für die nächste Woche sind die Prognosen noch recht unsicher. Wahrscheinlich startet es am Montag noch trocken. Später kommen dann von Westen her aber so langsam auch wieder Regengüsse dazu. Am Dienstag und am Mittwoch geht es mit Sonne und Wolken weiter, wobei es tagsüber meistens trocken bleiben dürfte.
Ja, und damit wäre es das von meiner Seite. Ich bedanke mich dafür, dass Sie zugeschaut haben und wünsche Ihnen noch eine ganz gute Zeit. Ade miteinander.